der große politischen Enjeu von dem 4. Teil von der Reform, das sind die neuen Modalitäten für ein Referendum aufzuhalten. Bislo als das Referendum reserviert an der aktuellen Verfassung für die angeschriebenen Wähler nach Artikel 52, das heißt, muss Lützeburger sein, muss über 18 Jahre alt sein und muss politisch Rechte haben. Und das wird geändert. Und das ist schon fundamental wichtig, für das zu verstehen, noch am ganzen Hintergrund von der Diskussion. Es wird geändert in dem Sinn, dass die Chamber in Zukunft selber bei all Gesetz über ein Referendum festlegt, wen darf mit aufstimmen gehen beim Referendum. Es ist also nicht mehr so, dass automatisch nicht mehr Lützeburger dürfen aufstimmen, aber die Chamber kann, wenn sie ein Gesetz hält über ein Referendum, dezidieren, bei diesem Referendum sind Lützeburger an Chinesen oder bei diesem Referendum sind Lützeburger und Ausländer alle gut oder bei diesem Referendum also eine andere Konstellation. Auch der Conseil national des étrangers hat vor kurzem eine ganz interessante Stellungnahme am Kader von einem anderen Gesetz gesagt, wo sie sich noch einmal auf das Referendum von 2015 bezogen haben. Und da sieht der Conseil national pour étrangers, den CNE, regrette que les ressortissants étrangers n'ait pas eu la possibilité de participer à ce référendum de 2015. Die große Gefahr, die daran leidet, und das, die wird auch Madame Tanson nach für kurzem gesagt, dass wir nicht an der Reihe, dass Teilchen von der Population nicht kennt, bei Wahlen mitmachen und so weiter. Also die Diskussion ist nachher immer da. Die große Gefahr ist also, dass in Zukunft nach einem Referendum organisiert wird, an der Folge von dem von 2015 über das Ausländerwahlrecht, an der DK dann nicht nur mit Lützeburger mit aufstimmen gehen, mit all Residenten. Und das leidet an der Luft, das ist wahrscheinlich auch den anderen Gedanken, kann ich schon sagen, dass diese Verfassungsrevision eine Antwort ist von verschiedenen politischen Parteien auf die Decision von 2015, wo die Lützeburger ja ihrer Meinung nach falsch aufgestimmt hatten. Den Referendum von 2015 zwei direkt Antworten hat, wunderseits von den Parteien, die das dann kritisiert haben, den Ausgang vom Referendum 2015, das irgendwo direkt eine Reform vom Nationalitätengesetz, wo das Niveau vom Lützeburgischen, den Brauch für Lützeburger zu gehen, stark reduziert gouf. Das Zweite ist eben, dass wir so Dispositionen an der neuen Verfassung kriegen. Dafür ginge mir dann proposieren, dass die Chamber dezidiert, dass in alle Referendum den Auswirkungen auf die Verfassung, nationale Symbole, Souveränität vom Land als internationale Verpflichtungen, Lützeburger Nationalität, Lützeburger Spruch und Kultur, Wahlgesetze auf kommunalem, nationalem und europäischem Niveau, den öffentlichen Dienst kann haben, nimmen angeschrieben wir auf der Liste für Legislativwahlen, das sind also am Blick Lützeburger, über 18 Jahre teilholen dürfen. Das heißt, unserer Meinung nach, wenn dann ein Referendum sollte aufgehalten gehen, wo auch nicht Lützeburger ausländische Mitbürger könnten teilholen, da sollten das Materien sein, die nicht um die souveränen Rechte von unserem Land irgendwie gehen. Das muss unserer Meinung nach für Lützeburger Staatsbürger reserviert bleiben. Am Blick hat man eine rein einseitige Kampagne in dem Sinn, dass die möglichen Gegenargumente oder so komplett ignoriert werden. Oder sie gehen einfach drüber weggegangen, sie gehen zum Teil ridikulisiert. Und das ist natürlich eine Manier, die alles ernst für neutral ist, ja auch nicht fair. Weil am Fond von der Diskussion wäre so viel zu sagen gewesen, und das ist eigentlich ein Dialog des Sure gewesen. Ich meine, ich erinnere mich an den Ofen am Tram Schopf, den für die Regierung, also die Koalition und CSV, die eben die Verfassungsänderungen da drohen, das war für sie ein Desaster wäre, weil sie konnten auf Fragen nicht antworten, Leute fuhren an der ganz großer Majorität denen Ideen an der neuen Verfassung nicht positiv gesinnt. Und trotzdem muss ich aber schon so näher lernen, die sie da erlitten haben, als einfach weitergegangen wie viel drin. Dann hätte ich ja wenigstens können so, ja, da komme ich stelle mal das oder das dann froh, mit der Majorität, die sie haben, an der automatischen Majorität, die sie haben, konnten sie sich das erlauben, einfach darüber wegzugehen. Mit das also verfassungsmäßig garantiert Recht von den Lützeburger Bürger. Der ganze Prozess, wie die Verfassung durchgeboxt gouf über das letzte Jahr, gehört nicht zu den Glanzseiten von der Lützeburger demokratischer Geschichte, ganz sicher nicht.